Hallo zusammen, heute ist der Schwerpunkt, deine Hüft- und Rückenmuskulatur zu lösen. Stange hüftbreit und schnuff ein, nimm die Arme über den Kopf, schnuff aus und nimm die Arme wieder runter. Wir schnaufen nochmal einschnaufen, nehmen die Arme auf, machen uns ganz lang und schnaufen wieder aus und nehmen die Arme runter. Noch einmal schnaufen wir ein und beim Ausschnaufen rotieren wir unseren Oberkörper gegen links und probieren die rechte und die linke Hand so weit wie es geht auseinanderzuziehen. Behalte deine beiden Hüftknochen gegen vorne und rotiere den Oberkörper so weit wie es geht gegen links. Schnuff ein und komm zurück in die Mitte, falte deine Hände zusammen und kipp mit dem Oberkörper gegen links. Schau, dass der Bauchnabel zur Wirbelsäule ziehst und dass die rechte Schulter nicht vorkippt. Schnuff ein und komm zurück in die Mitte. Beim Ausschnaufen kannst du die Arme wieder abnehmen. Mach das Gleiche auf die andere Seite. Schnuff ein, nimm die Arme auf und beim Ausschnaufen rotieren wir gegen rechts. Wenn es geht, kannst du probieren, hinter dir zu schauen. Behalte deine Hüfte vorne. Schnuff ein und komm zurück in die Mitte, falte deine Hände zusammen und beim Ausschnaufen kannst du gegen rechts kippen. Schau, dass die linke Schulter schön aufziehst und dass sie nicht vorgeht. Schnuff ein und komm zurück in die Mitte. Beim Ausschnaufen kannst du die Arme wieder abnehmen. Beim nächsten Mal einschnaufen kreuzen wir unseren rechten Arm über den linken, beugen unsere Arme und probieren dann die Handflächen aufeinander zu legen. Du kannst aber auch einfach nur den linken Arm beugen. Nimm das rechte Bein und leg es über das linke. Und für die können probieren, den rechten Fuß hinter das linke Wadli zu verschränken. Du kannst das linke Bein ein bisschen beugen. Wenn du Schmerzen oder Mühe mit dieser Position hast, stang einfach auf dem linken Bein. Du kannst wieder auflösen, ausschnaufen und das Gleiche auf die andere Seite wiederholen. Kreuze jetzt den linken über den rechten Arm und das linke über das rechte Bein. Auch hier kannst du einfach auf einem Bein stehen, wenn das besser ist für dich. Vergiss nicht regelmässig zu schnaufen und das rechte Bein ein bisschen zu beugen. Schau, dass du das Gewicht auf dem ganzen rechten Fuß gleichmässig verteilt hast und mit deinem Fußgelenk nicht reinkippst. Schnauf ein und löse die Position wieder auf und schnauf aus. Jetzt kannst du probieren, den rechten Fuß auf die linke Oberschenkel zu legen. Schnauf tief ein und aus. Die noch eine grössere Challenge wollen, können probieren, ob sie es schaffen, mit den Händen den Boden zu berühren. Je mehr du dein linke Bein beugst, desto mehr sollte sie in deinem rechten Gesäß ziehen. Du regelmässig schnaufen. Du kannst dann das rechte Bein wieder abstellen, aufrollen und beim Einschnaufen das Gleiche mit dem linken Bein machen. Schnauf aus. Und wenn du willst, kannst du wieder probieren, mit den Händen am Boden zu kommen. Du kannst deine Hände auch einfach in der Luft hängen. Schnauf ein. Und wieder aus. Und setz dein linke Bein am Boden. Roll auf und schnauf ein. Schnauf aus und stang mehr als hüftbreit, mit den Fußspitzen gegen raus. Beim Einschnaufen kannst du die Arme aufnehmen und beim Ausschnaufen gehen wir in die Knie und nehmen die Arme wieder runter. Leg die Handflächen aufeinander und nimm sie vor die Brust. Zieh den Bauchnabel rein zur Wirbelsäule, schnauf regelmässig und drück deine Knie so weit raus, wie es geht. Sie sollten über deine Fußspitzen schauen. Du
Du kannst die Beine wieder strecken und die gegen links abdrehen, einschnaufen, die Hände zusammenfalten und hinten liegen. Beim Ausschnaufen kannst du die Hände hinter dem Rücken zusammenfalten und probieren, die Handflächen aufeinander zu legen. Und mit deinem Oberkörper vorfalten. Behalte deine Hüfte gerade, das heisst, ziehe die linke Hüfte hinten und drücke die rechte vor. Wenn das mit den Hängen nicht gut geht, kannst du einfach die Finger zusammen verschränken. Die Rücken sollte gerade wie ein Tisch sein. Rotiere die rechten Fuß vor und leg die linke Hand vor die linken Fuß. Streck dich mit der rechten Hand zum Himmel aus. Deine rechte Schulter sollte schön über deiner linken Schulter und deiner linken Hand sein. Und deine rechte Hüfte über deiner linken Hüfte, so gut wie es geht. Wenn du genug Gleichgewicht hast, kannst du probieren, raufzuschauen. Nimm die rechte Hand dann wieder runter, streck dein rechte Bein, schnauf ein und mach einen ganz langen Rücken. Beim Ausschnaufen kannst du probieren, noch etwas mehr in die Dehnung hineinzugehen. Oder wenn es geht, sogar auf deine Ellbogen herunterzukommen. Schnauf tief ein und wieder aus. Beim nächsten Mal einschnaufen kannst du das rechte Knie am Boden setzen und mit der linken Hand probieren, ob du den rechten Fuß in die Hand nehmen kannst. Vielleicht kannst du ihn sogar ein bisschen zu deinem Gesäß drücken. Wenn du nicht bis zu deinem Fuß kommst, das macht nichts. Du kannst das rechte Bein einfach gebeugt behalten. Schnauf tief ein. Und beim Ausschnaufen kannst du dich noch etwas mehr entspannen. Du kannst dann das rechte Bein wieder strecken, die linken Fuß zu deiner rechten Hand nehmen und dein linke Knie zu deiner linken Hand. Du kannst probieren, ob du so absitzen kannst. Wenn es nicht geht, behalte dich einfach auf deinen Armen und geh so weit runter mit dem Gesäß wie möglich. Wenn du noch mehr Herausforderung brauchst, kannst du probieren, auf deine Ellbogen runterzukommen. Probier, die rechte Hälfte von deinem Gesäß gegen den Boden zu drücken. Und vergiss nicht, tief zu schnaufen. Du kannst langsam wieder raufkommen und dich so abdrehen, dass dein linker Fuß auf der Innenseite von deinem rechten Bein liegt. Beim Einschnaufen nimmst du den linken Arm auf und beim Ausschnaufen beugst du deinen Oberkörper gegen rechts. Drück deine Brust vor und deine linke Schulter hinten. Vielleicht kannst du mit deinen Händen sogar die Fuß nehmen. Probier aber trotzdem mit der Brust schön offen zu bleiben. Schnauf tief ein und aus. Beim nächsten Mal einschnaufen kannst du wieder zurück in die Mitte kommen und beide Beine ausstrecken. Schnauf aus und lauf mit deinen Händen so weit vor, wie es für dich noch angenehm ist, aber trotzdem ein bisschen zieht. Probier, die Rücken lang zu machen. Und beim Ausschnaufen vielleicht ein bisschen weiter vorzugehen. Fühl dich frei, das Video jederzeit anzuhalten, um ein bisschen länger in einer Position zu bleiben. Manchmal braucht der Körper ein Zeitchen, bis er loslassen kann. Komm langsam wieder zurück. Nimm deine Beine zusammen und komm auf alle Viere. Schnauf ein und probiere deinen Hinterkopf und dein Steißbein zusammenzuführen. Beim Ausschnaufen machst du das Gegenteil, auf die andere Seite. Wieder einschnaufen und beim Ausschnaufen ganz einen runden Katzenbuckel. Noch einmal einschnaufen und einen runden Rücken beim Ausschnaufen. Du kannst dann in eine neutrale Position kommen
mit deinem Rücken, die Füße hinten aufstellen und deinen Hund drücken, der runterschaut. Du darfst hier die Beine auch gebeugt behalten. Und auch ein bisschen weiter auseinandernehmen, wenn es besser geht für dich. Beim Ausschnaufen kannst du dann probieren, deine Fersen am Boden zu drücken und vielleicht sogar deine Beine zu strecken. Schau, dass dein ganzer Rücken schön gerade bleibt und dann immer noch regelmässig schnaufst. Den Bauchnabel reinziehst zu deiner Wirbelsäule und dein Gesäß aufdrückst zum Himmel. Lauf langsam zurück mit deinen Händen und beug deine Beine. Drück deine Knie raus mit deinen Ellbogen und leg deine Handflächen aufeinander. Mach einen geraden Rücken und schau, dass die Knie schön über deinen Fußspitzen sind. Leg deine Hände am Boden, streck deine Beine aus und roll langsam auf. Machen wir das Gleiche auf die andere Seite. Einschnaufen, mehr als hüftbreit stehen. Beim Ausschnaufen, Beine beugen, die Handflächen aufeinander und vor die Brust setzen. Die Knie schön rausdrücken, sodass sie schön über den Fußspitzen sind. Und tief schnaufen, den Bauch zur Wirbelsäule ziehen und das Gesäß vordrücken. Schnauf ein, dreh dich gegen rechts ab, nimm die Arme oben zusammen und beug dich gegen hinten. Beim Ausschnaufen kommst du vorne, nimmst die Arme hinter dem Rücken zusammen und gehst mit einem geraden Rücken vorne. Wenn du die Handflächen nicht aufeinander bringst, greif einfach die Unterarme mit deinen Händen. Drück die linke Hüfte vorne und die rechte Hüfte hinten. Schnauf tief ein und aus. Setz deine rechte Hand vor deinen rechten Fuß, dreh den linken Fuß ein bisschen gegen vorne und streck dich mit der linken Hand gegen oben aus. Du darfst schon den rechten Arm auf die Unterschenkel legen, anstatt am Boden. Probiere eine Linie zu machen mit deiner rechten Hand, deiner rechten Schulter, deiner linken Schulter und deiner linken Hand. Setz beide Hände wieder ab, streck dein linke Bein aus und mach ganz einen geraden Rücken. Wenn du kannst, komm auf deine Ellbogen. Schnauf ein und entspann dich beim Ausschnaufen noch etwas mehr. Ziehe die Länge von deinem Hinterkopf bis zu deinem linken Fuß. Du kannst das linke Knie am Boden setzen und mit der rechten Hand probieren, deinen linken Fuß zu greifen. Ihn vielleicht sogar herzudrücken zu deinem Gesäß oder auch einfach das linke Bein beugen und beide Hände am Boden zu lassen, wenn es besser geht für dich. Schnauf tief ein und aus. Nimm den rechten Fuß zu deiner linken Hand und dein rechte Knie zu deiner rechten Hand. Probiere mit dem Gesäß so weit wie es geht zum Boden herunterzukommen. Drück die linke Hälfte von deinem Gesäß zum Boden. Mach einen langen Rücken und schnauf regelmässig. Geh auf deine Ellbogen, wenn du noch eine tiefere Dehnung möchtest spüren. Du kannst langsam wieder auflösen und dich abdrehen, sodass der rechte Fuß auf der Innenseite von deinem linken Oberschenkel ist. Nimm den rechten Arm über deinen Kopf und beug dich ab gegen links. Bleib offen mit deiner Brust, sodass die rechte Schulter möglichst über deiner linken Schulter ist. Wenn es geht, kannst du probieren, die Fuß zu greifen. Drück die rechte Hüfte gegen den Boden. Schnauf ein und komm zurück rauf. Beim Ausschnaufen kannst du dein linke Bein über dein rechte Bein kreuzen, beide Beine sind gebeugt und probier beide Gesäßhälften auf den Boden zu setzen. Um es etwas einfacher zu machen,
kannst du auch auf ein Küsschen hocken. Mach die Rücken lang, schnuff tief ein und aus. Wenn du kannst du probieren, dass beide Knie schön übereinander sind. Du aber nichts forcieren. Und geh in die Position, die für dich noch angenehm ist. Wir machen das Gleiche auf der anderen Seite. Kreuz dein rechte über das linke Bein. Probier, beide Knie übereinander zu bringen und beide Gesäßhälften auf den Boden. Wenn du willst, kannst du auch ein bisschen vorlehnen mit deinem Oberkörper. Zieh dich aber immer noch schön lang. Von deinem Hinterkopf bis runter zu deinem Steißbein. Du kannst die Dehnung wieder auflösen, auf deine Knie kommen. Und wir machen noch einmal Katz und Kuh. Einschnaufen, Hinterkopf zum Steißbein und ausschnaufen, Stirne zum Schambein. Wiederhole das in deinem Tempo und du tief schnaufen. Mach grosse und fließende Bewegungen. Du kannst die Füße hinten aufsetzen und in einen Hund, der runterschaut, kommen. Zieh die Länge mit deiner Wirbelsäule, drück dein Gesäß gegen oben und deine Fersen gegen den Boden. Du die Beine beugen, wenn die Dehnung zu intensiv ist für dich. Beim Einschnaufen beugen wir jetzt alle die Beine beugen und beim Ausschnaufen probieren so gut wie es geht zu strecken. Wir wiederholen das ein paar Mal. Den Rücken probieren wir die ganze Zeit gerade zu behalten. Komm wieder runter in einen Vierfüßler und kannst dann hinten auf deine Füße abhocken und in eine Kindsposition kommen. Die Stirn ist am Boden und wenn es für dich gäbiger ist, kannst du deine Knie noch etwas mehr auseinandernehmen. Schnuff tief ein und aus und entspann dich in dieser Position. Wie gesagt, du darfst das Video immer stoppen und noch etwas länger bleiben. Wenn du bereit bist, kannst du nachher ablegen auf die Rücken. Drück dein linke Knie zu deiner Brust und probier dein rechte Bein auszustrecken. Wenn es geht, kannst du jetzt auch probieren, dein linke Bein zu strecken. Und entweder beim Knie, beim Unterschenkel oder vielleicht sogar beim Fußgelenk zu haben. Jetzt kannst du dein linke Bein auf die Seite herabnehmen. Du darfst das Bein gestreckt oder gebeugt haben und du darfst dein Bein entweder beim Knie oder auch beim Fuß haben. So, wie es für dich am angenehmsten ist. Schau, dass deine rechte Hüfte schön gegen den Boden drückt. Schnuff tief ein und aus und leg deinen linken Fuß nachher über dein rechte Bein. Beug dein rechte Bein. Und wenn es geht, kannst du es noch etwas zu dir herziehen, sodass du eine Dehnung in deinem linken Gesäß spürst. Setz deine Beine wieder an den Boden und ziehe nachher dein rechte Knie zu deiner Brust. Wenn es geht, kannst du das linke Bein strecken. Tief ein und beim Ausschnaufen das rechte Knie noch etwas näher herziehen. Du kannst es nachher strecken und dort haben, wo es für dich geht.
Es ist wichtig, dass du bei keiner von diesen Übungen etwas forcierst, einfach immer tief schnaufst und so weit gehst, wie es für dich noch angenehm ist. Nimm dein Bein wieder auf die Seite, heb es beim Knie oder beim Fußgelenk. Du kannst es beugen, wenn du willst. Drück die linke Hüfte am Boden und schnauf tief. Leg deinen rechten Fuß auf dein linke Bein, beug dein linke Bein und zieh es, wenn du willst, zu deiner Brust her. Deinen Kopf kannst du einfach entspannen und am Boden ablegen. Die Schultern kannst du auch probieren, am Boden zu drücken. Setz beide Beine am Boden. Deine Arme kannst du auch neben deinen Körper am Boden legen. Und dann drückst du dein Gesäß langsam und so weit, wie es für dich geht, zum Himmel rauf. Behalte den Abstand zwischen deinem Kinn und der Brust. Schnauf tief ein. Und beim Ausschnaufen kannst du langsam wieder abrollen, Wirbel für Wirbel. Wir machen das Ganze noch einmal. Schnauf ein. Roll langsam rauf, so weit wie es für dich geht. Und beim Ausschnaufen tust du wieder abrollen. Noch einmal. Einschnaufen und aufrollen. Ausschnaufen und abrollen. Und noch ein letztes Mal. Einschnaufen und aufrollen. So weit wie es geht. Ausschnaufen und abrollen. Jetzt kannst du deine Knie zu deiner Brust ziehen. Und dann probieren, ob du mit deinen Händen bis zu deinen Füßen kommst. Happy Baby, sagen wir dieser Pose. Du kannst deine Füße von innen oder auch von außen greifen und deine Knie zu deinen Achseln drücken. Du spürst die Gegendehnung zu vorher in deinem unteren Rücken. Du kannst langsam die Position wieder auflösen, deine Fußsohlen aufeinander setzen und deine Knie können rauskippen. Deine Beine sind gebeugt. Schau, dass dein ganzer Körper entspannt ist und konzentriere dich noch einmal nur auf deine Atmung. Dass dein Bauch sich hebt, wenn du einschnaufst und er wieder sinkt, wenn du ausschnaufst. Schnauf in deinem Tempo. Möglichst langsam. Nimm die Beine wieder zusammen und kipp sie nachher gegen links. Probier beide Schultern am Boden zu drücken und mit dem Kopf gegen rechts zu schauen. Wenn du die Dehnung intensiver willst, streck dein linke Bein und drück dein rechte Knie bis zum Boden. Komm langsam zurück in die Mitte und kipp deine Beine nachher gegen rechts. Auch hier kannst du dein rechte Bein strecken und das linke Knie am Boden drücken, wenn du noch eine intensivere Dehnung möchtest. Schnauf tief ein und schnauf alle Luft wieder aus. Du kannst nicht die Dehnung auflösen und die Beine am Boden strecken. Du kannst dir selber Danke sagen, dass du dir heute Zeit genommen hast, deinem Körper etwas Gutes zu tun. Du kannst dann einfach flach am Boden liegen, die Handflächen schauen gegen oben,
Deine Füße dürfen rauskippen, so dass du ganz bequem liegst. Spürst du irgendeinen Unterschied in deinem Körper? Eine Region, die sich wohler anfühlt als vorher? Vielleicht hast du auch noch immer Schmerzen. Dann probier beim Einschnaufen, deine frische Luft an diesen Ort zu schnaufen. Und beim Ausschnaufen die verbrauchte Luft wieder von dort wegzuschnaufen. Entspann dich und bleib hier so lang, wie du möchtest. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.